Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Und wie versprochen geht's jetzt weiter direkt mit Anomens, ja, Versuch einer Prüfung, würde ich sagen. Ja, jetzt sind wir zu Sir zweit hier. Ryan Troll, ich bin gekommen und dazu bereit, dass ein Urteil über mich gesprochen wird. Oh yeah, und ich als Gruppe-A-Führer bin mit dabei. Hervorragend, knappe Anomen, der Prälat erwarte euch. Mögt Torm an dem Dach mit euch sei. Und auch mit euch. Treten in die Halle ei. Ich werde mit euch sprechen, wenn ihr fertig seid. Euer Grupp kann euch begleiten, wenn ihr das wünscht. Das wäre mir sehr recht. Abdel Adrian kommt mit mir und verfolgt die Beurteilung. Oh yeah. Anomen Delren, Sohn von Kor und Moirala, steht ihr als Diener der Gerechtigkeit vor mir? Steht ihr als Diener der Rechtschaffenheit vor mir? Ich muss sagen, bei dem anderen Spielstand, den ich noch habe, mit der gute Gruppe, da hat er die Prüfung geschafft, weil er mit einer sehr rechtschaffenen Gruppe reist und weil ich ihm gesagt habe, er soll keine Rache üben, sondern soll das die Justiz überlassen. Und da hat er sich von seiner Familie abgewandt, hat aber die Gerechtigkeit beachtet und ist dann so rechtschaffen gut geworden und hat dann den Titel sogar Sir Anomen kriegt. Das heißt, er ist dann wirklich auch rechts und im Charakterbogen nicht mehr als Anomen, sondern als Sir Anomen gelistet. Und jetzt schauen wir mal, wie es andersrum läuft. Ordensprälat, ich bin bereit. Ich überantworte mein Leben im Dienst der Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit. Anomen Delrin, stehen ihr vor mir, um ein Ritter vom Orden zu werden? Ich bin bereit, beurteilt zu werden. Steht ihr vor mir und seid bereit, den Schiedsspruch von Torm zu akzeptieren? Seid ihr bereit, dass euer Taten und die von denen, mit denen ihr reist, offengelegt werden? Soll ich euch richten, wie auch ich gerichtet worden bin? Meine Vergangenheit und meine Tat breite ich vor euch aus. Ich bitte euch, über mich zu richten, wie auch über euch gerichtet wurde. Dann möge der Geist von Torm den Raum erfüllen, möge der Richtspruch frei von persönlicher Ansicht sei. Seid willkommen, Anomen. Gibt's noch etwas, was ihr sagen wollt, bevor wir anfangen? Das war alles Abdel Adrian. Anscheinend nicht. Danke, Prälat. Ich kann sagen, dass ich mein ganzes Leben lang von dem Tag geträumt habe und meine Erhebung in der Ritterstand ist der Höhepunkt von den Träumen. Richten über mich, wie er über euch gerichtet wurde. Der scheint ja sehr zuversichtlich zu sein. Der Richtspruch ist eindeutig. Ihr habt gelegentlich den Pfad der Rechtschaffenheit gewählt, aber die hohen Ansprüche von unserem Orden nicht zufriedengestellt. Wir werden hiermit aus dem Orden ausgestoßen. Reizend. Vor allem, ihr habt gelegentlich den Pfad der Rechtschaffenheit gewählt und nicht die hohen Ansprüche zufriedengestellt, aber statt zu sagen, ihr bleibt weiterhin knapper oder so, gleich mal ausgestoßen war nicht schlecht. Das könnt ihr nicht machen. Ich bin kein böser Mann. Ich kämpfe täglich den Kampf was Gute. Ihr habt einen Mann aus Rachsucht getötet. Indem ihr das Serk getötet habt, habt ihr unverzeihliches Verbrechen begangen. Wir dürfen euch glücklich schätzen, dass wir euch gestattete Order Leben zu verlassen. Bastard! Ich hab mich mein Leben lang vor euch versklaven lassen und das ist der Dank davor. Ich spuck vor euch aus, ihr Narr. Wie ich schon gesagt hab, ihr könnt jetzt gehen, Anomen. Machen, was der Prälat vorschlägt, Anomen. Ihr habt euer Besuchsrecht überstrapaziert und sollten den Ort nicht länger mit eurer Gegenwart beflecken. Ihr seid derjenige, der unwürdig ist. Komm, Abdel Adrian, es wird Zeit für uns, der Schlange grob die Rücke zu kehren. Ich kann die Engstirnigkeit nicht mehr länger ertragen. Köter, alle wie sie durch sind. Okay, Anomens Beurteilung. Scheint, als ob genug für alle da ist. Ich kümmere mich drum. Hey, vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Zumindest nicht so bald. Okay, Anomens Beurteilung. Das ging jetzt mit 5000 Erfahrungspunkte noch aus. Und ja, wie sieht's denn aus? Haben wir das irgendwie drin? Aber nicht bei aktuell laufende Quests. Das wüsste ich irgendwie, oder? Nee, das muss dann irgendwo hier. Was war in dem Huhn?
Sir Salz, Anomen nimmt Rache, bla bla, Anomens Beurteilung. Anomens Prozess ist abgeschlossen. Man hat ihn für unwürdig erklärt, ein Ritter des höchst ehrenwerten Orden des strahlenden Herzens zu sein. Anomen war außer sich und stürmte erbost über das Urteil aus dem Hauptquartier des Ordens. Und er ist jetzt chaotisch neutral. Er ist nicht länger rechtschaffen neutral. Das war er vorher. Rechtschaffen neutral ist so die Soldatengesinnung, wird man ja so klassisch sagen. Wurde es ihm ja auch hier am Anfang in der 0. Episode erklärt. Und er ist jetzt chaotisch neutral. Das ist die Gesinnung von Wahnsinnigen, die machen, was ihnen beliebt. Das heißt, lustig, lustig, tralalala. Und sein guter Anom ist jetzt ein Spinner. Ich kann das nicht glauben. Mein ganzes Leben. Mein Leben lang habe ich dem Orden gedient und nun lässt man mich fallen, als wäre ich Abfall. Verflucht sollt ihr sein. Interessiert keinen, kann ich ja auch noch sagen, okay. Wenn er sich so benimmt wie jetzt, dann beweist es nur, dass er tatsächlich nie würdig war, ein Ritter zu werden. Pelat hat echt gerade da. Beruhigt, so schlimm ist es nicht, aber ich glaube, dann kotzt er mich auch wieder von der Seite an. Okay, aber ich beruhige mal ein bisschen. Das ist nicht richtig. Ihr versteht nicht, wie es ist, wenn euch alles entrisse und vor die Füße geschleudert wird. Ihr könnt ja ruhig bleiben, wenn ihr wollt. Mir ist jetzt nicht noch solche Spielchen. Wenn ihr so benimmt, ja, das ist wieder dasselbe, bla bla. Scheint, als wäre die Entscheidung vom Prälat unumstößlich. Wir können nichts anderes schaffen, als weiterzuziehen und wieder auf die Stroß zurückzukehren. Okay, machen wir das mal. Vielleicht soll ich sie alle umbringen. Okay, das ist eine ausgezeichnete Idee. Es interessiert mich nämlich. Und auch noch aus der Gruppe ausschließe. Okay. Noch einen Schluck Wasser. Ja. Soll ich mal wirklich Desto machen? Ich habe hier vorher noch gespeichert. Ihr wagen es, mich zu verspotten. Ihr habt mich aus dem Pfad geführt. Ich werde euch dafür umbringen. Okay. Jetzt ist er aus der Gruppe raus und attackiert uns. Okay. Na gut. Ach, drauf Geschisser. Ach komm. Und was gibt's an Erfahrungspunkte? Gibt nicht mal Erfahrungspunkte. Dämlicher Schwächling. Aber na gut. Dann müssen wir das nochmal neu laden. Okay. Na gut, na gut. Das kann ja mal passieren. Da haben wir doch gerade eben. So. Einen Moment kurz. Da bin ich wieder. Sorry, ihr liebe Leute. Das war einmal wirklich kurz einen Cut gemacht, bevor ich eine ganz, ganz hässliche Huster losgelost habe. Mein ganzes Leben. Mein Leben lang habe ich dem Orden gedient. Und nun lässt man mich fallen, als wäre ich Abfall. Verflucht sollt ihr sein. Beruhigt euch. Okay, das zweite. Das zweite. Ausgezeichnete Idee. Ich hätte jetzt am liebsten noch gesagt, ich mache mit oder so. Dann muss ich das erste machen. Reißen euch zusammen. Verschwinden, bevor man umbringt. Na alle hopp, dann gehen. Ich wär Volker. Okay, und jetzt haben wir ihn zu einer Stelle gebracht, wo er wirklich einfach nur ein zynisches Oberarschloch ist, dem alles egal ist. Sehr schön. Was uns noch angeht, wir haben alles hier erledigt in Ardcatla, was erstmal übrig bleibt. Das heißt wieder zurück zu der Uma-Hügel. So. 20 Stunden gelaufen. Eure Diebe sind von den zugewiesenen Aufträgen zurückgekehrt. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Dann latschen wir halt nochmal hier. Die Docks. Dann sind wir insgesamt 40 Stunden marschiert. Ah, nicht schlecht. So. Ja, Zahlmeister wartet bereits. Das ist. Wie lange wollt ihr meinen Rücken noch mit eurer Peitsche bearbeiten? Ich meine, wir rasten jetzt. Wir haben jetzt einen ganzen fucking Tag die Diebe warten lassen. Meine Fresse. Und jetzt verstehen wir vielleicht, warum ich nicht alle paar Sekunden Rast einlege. Also gerade mit der Diebesgilde geht halt auch wirklich eine gewisse Verantwortung einher, weil wenn man sich länger nicht blicken lässt, dann wären die ziemlich schnell ziemlich stinkig.
So. Wo rennt jetzt Viconia wieder hier? So. Okay, die feine Dame ist Achtung. Und jetzt hat. Hätte es eigentlich schöner gefunden, wenn Anomen rechtschaffend böse wäre. Statt chaotisch neutral. Naja, egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Wahnsinnigen mit dabei. Okay, dann retten wir mal mit euch, Jungs. Es ist an der Zeit zu sehen, wie eure Diebe mit den letzten Anweisungen klargekommen sind. Okay, der Hans. Der hat 400 Gold eingebracht. Der Goschan, der bringt 500. Okay, sind wir bei 900. Okay. Ja gut, dann wären wir Freikaufe für 50. Das heißt 850 insgesamt. 900 sind wir bei 1100 insgesamt. 1100. 1400 insgesamt. Das ist gut. Und das lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Jetzt retten wir mit dem. 1400 und 500 kriegen wir abgezogen. Das ist perfekt. Da haben wir insgesamt 900 Gold Gewinn gemacht. Das ist gut. Ah, okay, jetzt geht die Quest wieder weiter. Die Diebe und Akretor mussten eine Woche lang mit gekürzter Bezahlung auskommen, die ihr angeordnet habt. Genau. Das hat ein paar erstaunliche Effekte gehabt. Ihr habt bestimmte Reaktionen provoziert. Daronal Gwyn der Zweite ist tot aufgefunden worden. Wie scheint, hat es anderen nicht gefallen, dass er wegen seinem Vorteil ihr Löhne beschnitten wurden. Ausgezeichnete Entscheidung. Sehr schön. Das heißt, den Idiot hatten wir definitiv weg. Alle Betroffenen haben Dienst noch Vorschrift. Gut, ich hoffe, sowas kommt dann nochmal vor. Perfekt. Dann haben wir das jetzt auch noch gesehen, dass unsere entsprechende Anweisungen hier auch Früchte getragen haben. Es gibt kein besseres Okay. Leben als das in der Diebesgilde. Gibt nichts zu berichten, das ist sehr schön. Ah, ich erkenne einen Dann, anspruchsvollen Kunden sofort. Dann verkaufen wir noch den rechtlichen Schampel, den wir gehabt haben. Das war bei Anomen genau die Streitaxt, der Schlitzer und das Langschild. Ah, das hatten wir sogar noch gar nicht vorgelesen, oder? Langschild +1, +4 gegen Fernkampf, Schild der fallenden Sterne. Ilmater, also Ilmater oder Ilmater, das ist der Leidensgott, der Gott der Märtyrer und Schmerzer. Ilmater selbst verzauberte diesen Schild, nachdem er Zeuge der Bereitschaft eines jungen Knappen geworden war, unsägliche Schmerzen für das Wohlergehen seines Pferdes auf sich zu nehmen. In einer erbitterten Schlacht zwischen einer Kavalleriedivision der Menschen und einer Horde von Hobgoblins wurde der junge Mann losgeschickt, Verstärkung zu holen. Ein Pfeilehagel ging auf ihn nieder, der fast die Sonne verdunkelte, und er wusste, dass, auch wenn er selbst den Pfeilen würde ausweichen können, er dennoch verloren wäre, wenn sein Pferd fiel. Mit seinem Schild und seinem Körper fing er die Wucht des Angriffs ab und wurde dabei tödlich verwundet. Sein Pferd blieb unversehrt, was ihrer beider Flucht ermöglichte, und seine Leiche wurde in die nächste Stadt getragen, wo man ihn wieder zum Leben erweckte. Und alle sind glücklich. Okay, für 1050 verticken wir jetzt den Schampel. Und dann haben wir, glaube ich, alles auch vertickt, was wir verticken wollten. Die 2 behalten wir noch, falls wir es nochmal mit solcher Elementare zu tun haben. Ist es sehr praktisch, sowas parat zu haben. Okay, ansonsten, die hat selber auch nur Quatsch. Gut, das wäre geklärt. Ein Tag ist rum. Das heißt, wir haben jetzt wieder 5 Tage Zeit, bis das nächste kommt. Okay, das heißt, ich scheuche meine Leute jetzt ordentlich rum und lasse, ich habe sie ja schon 3 Tage jetzt eigentlich durchmarschieren lassen, und jetzt lasse ich sie 4 Tage in Folge durchmarschieren. Und dann können wir in der Uma-Hügel auf jeden Fall wieder Rast einlegen. Ich denke, das ist angebracht. Dann haben wir nämlich eigentlich so grob über den Daumen gerechnet, haben wir dann 2 Tage rum. Da haben wir noch 3 Tage Zeit. Das heißt maximal 2 Mal schlafen, bis die Diebesgilde wieder so weit ist. Also maximal 2 Mal Rast erledigen. Das trifft sich sogar hervorragend, weil dort bei der Uma-Hügel, sobald wir... Ich glaube, jetzt werde ich noch überfallen, könnte ich drauf wetten. Achtung. Nee, tatsächlich nicht. Okay, weil sobald wir bei der Uma-Hügel jetzt Merellas Hütte durchsucht haben, werden wir auf der wahre Schuldige gesetzt. Ah, 7 Stunden. Okay, das ist mir hin morgen graue Grad. Wenn wir dann auf der wahre Schuldige gesetzt und dann kommen wir in ein neues Gebiet rein
Und ich denke, da ist es definitiv von Vorteil, wenn wir ausgeruht sind für das Gebiet. So, Eder, wir stoppen wieder dorthin. Und in dem Gebiet könnte es sein, dass wir wirklich Erzwürmer und Nächtige müssten. So, die Dienste nehmen wir gerne in Anspruch. Wir schlafen wie ein Edelmann, das haben wir uns verdient. Ihr könnt jetzt nicht ruhen, geht's noch? Natürlich können wir das. So. Alle wieder ausgeruht. Und 8 Stunden haben wir gerastet. Das ist sehr gut. Also doch keine 60 Stunden Rast. Das ist praktisch. Okay, wunderbar, wunderbar. Das heißt, jetzt gehen wir dort lang. Und gehen zumindest noch so weit. So. Ich denke, das reicht auch schon, um das neue Gebiet dann zu erkunden. Aber ich will mal nicht zu forsch sein, was das angeht. Weil wir lesen ja noch etliches Zeug vor. Sorry, wenn ich als mal so Winz-Spoiler reinhau. Das ist nicht beabsichtigt. Aber ich kenn's halt einfach schon alles und freue mich so, das mit euch zu delen. Jetzt mal ohne Witz, auf das Let's Play von Baldur's Gate habe ich mich besonders gefreut. Es sollte ursprünglich sogar mal allererstes Let's Play sein. Aber ich wusste seltemols noch nicht, wie ich vom PC aufnehme. Und ich habe da auch noch nicht wirklich, weil ich gewusst habe, wie das Hobby wird und ob das eventuell wirklich ein Hobby von mir wird. Oder ob das eher nur so Schnapsidee ist, die nicht umsetzbar ist. Wusste ich nicht, wie ich eigentlich am PC Let's Plays mit OBS und so aufnehme. Und ja, da hatte ich auch noch nicht mein Mikrofon, garantiert noch nicht. Das war viel zu teuer, das lag noch total in der Sterne, sowas. Und deswegen kam es dann doch zu The Last of Us, was ich im Endeffekt bereue, weil The Last of Us hätte ich viel lieber jetzt eigentlich so mit meiner aktuellen Standards mit Facecam gespielt und ja, einfach schön und mit guter Soundqualität. Ich hätte The Last of Us ganz gern besser gewürdigt, als es als mein allererstes Let's Play zu machen. Hört man Gerüchte über die angebliche Kraft der Thai-Männer. Ist das vulgäre Gerede nur Geschwafel, Edwin, oder entspricht es der Wahrheit? Macht es sich jetzt auch noch an Denra, oder was? Vikonia, dieser Mann aus Thai, auf den ihr gerade blickt, ist so heißblütig, wie sein Umhang rot ist. Schon zahlreiche Konkubinen haben sich vor Lust gewunden, wenn sie von der Wucht meiner erotischen Gabe übermannt wurden. Okay. Ich würde jetzt mal eher Sache Schwätzer. Ich warte. Ich kümmere mich drum. So Zauberer sind, oder so Magier sind generell bekannt davor, dass sie gern geben, vor allem die aus Thai. Das sind schon ziemlich bösartige Geseller. Und dazu sind die wirklich ziemliche Großmäuler. Da haben wir noch was. Was ist das denn? Merellas Tagebuch. Oh, das ist sogar auf Englisch. Welche von den wenigen Sachen, die tatsächlich auf Englisch noch sind und nicht übersetzt wurden im Deutschen. Na, egal. Ich lese es euch gern auf Englisch vor. You skip many of the entries of times and places far removed from your current worries. Flame Rule 7. Kaji came to visit again, a sweet child, eager to learn my ways with the wild creatures. Flame Rule 12. Dark creatures roam the forests. Several townspeople have been slain by some unknown predator. Everyone seems to have their own opinion of what is doing the killing. The strangest thing is that the bodies are disappearing in the morning. This leaves me baffled, for most signs point to a pack of wolves that have been in the area for a long time. Wolves don't steal bodies. Ja, das ist das, was wir eigentlich schon so gehört haben, dass man Wölfe dafür verantwortlich macht, aber die stehen halt gekörper. Flame Rule 13. Or perhaps I should say wolf-like creatures. At night, while I've been patrolling, I've often caught shadowy glimpses of these wolves running alongside me. I've tried to attract their attention, but they ignore me. I find this most strange, as if the pack is being controlled by someone else. Years ago, I spoke with the pack leaders, and they were cordial. Now they either flee from me or, and I fear to say this, they stalk me. Also sie hat es auch schon mal mit der A-Führer gehabt, hat mit denen gesprochen, aber jetzt scheinen sie zu beobachten. Flame Rule 21. If it is near noon and still the wood outside, my cabin seems full of shadows. I've been hard-pressed to hear birds, and most of the larger animals have long fled. I plan to find the wolves den this afternoon.
I'd drawn a map to it. All signs point them as being the culprits. But what wolves act like these? They are wolves with the cunning of men. And there's something else, a whispering in my mind. It is faint now, in the waking hours, but while I sleep I dream only of this voice and the face behind it. Whether it is connected to the voices, I do not know. I suspect the time that the sun sets tonight, I'll have answers to my questions. Das heißt, sie will dorthin gehen zu den Wölfen und sie vermutet, dass das furchtbare Mischwesen sind. Könnte sich um Werwölfe oder ähnliches handeln, die ihr Gedanke bestimmen, und sie sieht ein Gesicht hinter einem Shutter und will sich das Ganze mal angucken und hat die Karte entsprechend markiert. 22.500 Erfahrungspunkte gab es dafür und ich habe eine neue Karte-Eintrag gekriegt. Es sieht so aus, als habe hier ein heftiger Kampf stattgefunden. Jemand wurde getötet, seine Leiche aus der Hütte gezerrt. Im Blut kann man Spuren erkennen. Es scheint sich um die Fährte eines Hundes oder Wolfes zu handeln. Dann haben wir hier noch was. Eine Nachricht von Mazzy Fenton. Von der haben wir ja auch schon gehört. Das war diese Abenteurerin, die vom Bäuermeister engagiert worden ist. Valak, wir brechen heute auf, um das Wolfslager zu finden. Meine eigenen Erkundungen haben mir Redders Verdacht bestätigt. Es gibt tatsächlich ein großes Wolfsrudel in der Gegend. Auf der beigefügten Karte habe ich jeden Punkt markiert, an dem ich die Wolfshöhle vermute. Folgt uns, wenn es euch möglich ist, aber seid bitte vorsichtig. Wir können es uns nicht leisten, dass noch jemand unter mysteriösen Umständen verschwindet. Bis dann, Merci. Auf dem gleichen Stück Pergament ist eine primitive, aber gut lesbare Karte gezeichnet, die den Weg zu einem waldigen Gebiet etlichen Stunden nördlich von Imnistal weist. Also im Prinzip, wieder dieselbe Karte. So, dann haben wir jetzt hier eigentlich alles soweit erledigt. Säurepfeile brauchen wir eh nicht. Und dann sind wir soweit eigentlich auch durch mit der Uma-Hügel. Ich bin dabei. Das Gebiet ist jetzt eigentlich abgegrast. Das Einzige, was wir hier in der Uma-Hügel noch zu tun haben, ist mit, nicht Han, was man zu tun haben, natürlich. Wenn es denn sein muss. Da die Karte jetzt eigentlich hier aufgedeckt ist, bis auf das bisschen durch, aber das ist ja eigentlich, komm. Na gut, decken wir auch noch auf. Egal. Bei der Jagd auf Valika Cortala haben wir offensichtlich die Gegend noch nicht aufgedeckt. Dann, ich kann es nicht haben, wenn die Karte nicht aufgedeckt sind. Das ist so ein innerer Drang und Zwang von mir. Warte mal, Korgan schicken wir jetzt auch nochmal dorthin, wenn wir schon bei Zwangsneurose und so sind. Braunbär attackiert Eichhörnchen. Wir merken, wir sind in der Natur. Ganz offensichtlich. So, da sind Madulf, unser Jungs. Was sagt Madulf eigentlich? Okay. Madulf scheint beschäftigt zu sein. Und wer hätte es gedacht, Eichhörnchen stirbt. So, wir gehen jetzt mal voraus. Wir schauen, was es hier noch so Schickes gibt. So. Hier haben wir so schön die Pilzhöhle. Da ist aber nichts sonst. Und da können wir runtergehen. Und wir sehen nur hier, ja, das Nordufer. Wunderschön, ne? Das hat sich jetzt richtig gelohnt. Das heißt, wir wackeln jetzt wieder zurück. Jetzt ist die Karte soweit aufgedeckt, soweit wie wir das können. Und wir können jetzt zu dem Gebiet von den Wölfe reisen, um uns das jetzt mal aus der Nähe anzugucken. So. Das heißt, wir warten jetzt mal, bis die Jungs sich sammeln. Das ist relativ fix der Fall. Und ja, auch Mazzy, die Abenteurerin, war hierher unterwegs. So, alle Leute hier. Perfekt. Dann können wir jetzt auch zur Tempelruine gehen. Es ist hier etliche Stunden von der Uma-Hügel nördlich. Und hier ist stockduster wie wahre Ladung Arschlöcher. Aber das ist nicht verwunderlich, mehr nach die 4. Stunde. Aber ich kann euch schon sagen, selbst wenn wir jetzt die 14. Stunde oder was hätten, es wäre immer noch so duster wie wahre Ladung Arschlöcher. Anath. Ihr wollt mich nicht um meine Rache bringen. Oder ihr wollt mal nicht meine Rache nehmen. Okay. Sieht sympathisch aus. War nämlich ein Werwölflein. Da müssen wir doch sofort hinterher. In die Höhle. Und, was kommt? Ich hoffe, das bringt Oh, was. lauter Du Skelette. solltest jetzt besser Frieden mit deinem Gewissen schließen, bevor du keine Gelegenheit mehr dazu hast. Okay. Menschlinge, seid verflucht und die Welt sei ebenfalls verflucht. Kann ein Wolf sein letzt die Mahlzeit nicht in Friede genießen?
Ihr seid ein widerwärtiges Untier. Schließt Friede mit der Welt, denn bald wenn er sterbe, okay, ne? Machen wir das Erste. Wir sind gekommen, um euer böse Tat und denen von eurer Wölfe Ende zu setzen. Ihr habt der letzte unschuldiges Leben gekostet. Mein Wölf? Tja, nimmi Depp. Das Rudel ist der Düster Magie vom Schattenfürst erlegen. Ihr jagt das falsche Ziel. Ja, erklär doch mal, wer ist der Schattenfürst und was hat's mit eurem Rudel angestellt? Der Ort war nicht immer so. Ja, hat nicht immer in der falschen, urheilige Dunkelheit geschwebt. Das ist erst vor kurzer Zeit hat es angefangen. Die Ruine im Osten von der Lagerstätte waren für mich und mein Rudel schon seit langer Zeit ein Ort vom Unheil. Wir haben noch nie das Bedürfnis verspürt, um uns in den Bereich vom gefallenen Tempel zu wagen. Der Tempel war Selemols Amaunator geweiht, um Sonnegott. Große Prophetin liegt unter dem Tempel auch noch begraben. Es war Selemols ein heiliger Bote, aber jetzt ist er befleckt worden. Das ist offensichtlich, dass Amaunators Macht nachgelassen hat, denn wenn der Tempel noch immer sein heiliger Grund und Boden wäre, hätte sich wohl kaum das Urheil für mein Rudel aus der Tiefe vom Tempel erhoben. Weitersprecher? Vor ein paar Wochen hat man Geräusche unterm Tempel gehört, was wie fernes Donnergrolle geklungen hat. Mir haben dem Geräusch wenig Bedeutung beigemessen, aber dann hat sich der Himmel verdunkelt und die Schatten sind länger geworden. Das hat gegen Mittag angefangen und ich hab's Rudel versammelt, um's zu beruhigen. Ich hab gedacht, es wäre Sonnenfinsternis, aber da habe ich mich gewaltig geirrt. In dem Blick ist der Schattenfürst aufgetaucht, direkt unter uns. Im einzigsten Blick hat er die Kontrolle über mein Wölf übernommen. Mein Kinder. Ich hab meine Gestalt verändert und bin auf seine Dunkelheit losgesprungen, aber er hat nur gelacht. Anath, hat er gesagt. Ergib dich in meinem Wille, du sollst Werkzeug von meiner Rache sein. Er ging mal durch die Reihe von den panischen Wölfen und hat einer noch um andere abgemurkst mit einer einfachen Berührung. Nachdem sie alle tot waren, hat er mit seiner Dunkelheit noch die Leiche von meinen Kindern gegriffen und hat sie als Schattenwölf wiederbelebt. Ich war wie betäubt vor Schreck und Trauer und bin davor gerannt. Ich habe mich in den letzten paar Wochen vor der Schatten versteckelt, die Selemols Wölf waren, und vor der Dunkelheit, die aus dem Tempel kriecht, der Selemols Gefängnis vom Schattenfürst war. Ich will mich nämlich versteckle. Den Mann habe ich nur umgebracht, um genug Stärke zu sammeln, damit ich mich im Schattenfürst stellen kann. Der Schattenfürst mag alle umbringen, egal ob es Menschlinge oder Wölfe sind. Und die stehen als Schatten wieder auf und stärken die Reihe von seiner Armee. Wenn er mal mehr Rachezug stehe, dann muss ich auch gegen euch kämpfen. Ich weiß, dass es so oder so mit ihr ein gutes Ende nimmt. Mini-Fassung, okay. Machen wir das zweite. Das klingt eigentlich so, ja, mach mal und ich folge deiner Schneise. Treffen mich im Tempel östlich von der Lagerstätte. Nehmt euch vor der Schatten, die dort lauern in Acht. Bereiten euch gut vor, wenn er hier gehen. Ja, jetzt hat sie sich gerade in den Werwolf verwandelt. Und da haben wir's. So, da haben wir noch ein paar Sachen. Ein Onyxring, Goldkett. Ach Quatsch. So. Ich muss ja, was siehst du, ich muss, aber das ist wieder so mein persönlicher Zwang. Der Spitzbubenstein und der Diamant hätte ich eigentlich auch ganz gern entfernt. Und das Hafner Gedöns. Ich mag nämlich so die ganze wichtige Sache erst einmal Moldorei-Stecker, die ich noch gebrauchen kann. Beziehungsweise die halt einfach nicht verkäuflich sind. So, okay, jetzt haben wir das gepackt. Und jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Die ganze Morde in der Uma-Hügel werden von den Schattenfürsten begangen und die Kadaver werden nicht weggezerrt, sondern die tote Bauern und so, die werden als Schatten wiederbelebt, um in der Armee vom Schattenfürst zu kämpfen. Und da haben wir wieder die Wölfe. Das normale Wolfsrudel, das ist halt ermordet und wiederbelebt worden. Das ist schon bitter. Also gerade für einen Werwolf stelle ich mir das sehr heftig vor, wenn man eigentlich sein Rudel hat und dann wird es innerhalb von einem Liedschlag genommen. So, da haben wir nur noch Schatten und Schatten. Okay, stinknormale Schatten. Also keine besonders starke Kreatur, die Schatten. So. Weiter hoch als so geht's nicht.
Moment, ich lasse jetzt mal die Leute durchstehen, weil Korgan wird allein mit einer Gefahr fertig. Und ich glaube, das kann er jetzt mal schnell erkunden. Und die anderen können wir durchlassen, weil das ist eh kurz vor der Ruine. So. Also wie ihr sehen könnt, das Gebiet ist eh nicht besonders groß. Und die Gefahren, die hier dann so lauern, die sind jetzt auch nicht gerade so besonders schwierig. Und Korgan, der haut die mit 2-mal Draufschlagen kaputt. Also, der kommt bestens klar. So, das sind lauter so komische Gebilde. Ein Schattenwolf. 3-mal geklatscht. 3-mal geklatscht und der ist weg. So, noch einmal. Also hier draußen sind es definitiv wohl nicht die stärksten Gegner. Sudela. Die haben wir. Ach, das haben wir erforscht. Daneben beim nächsten Schlag. Genau. So. Aller Hopf. Das haben wir. Und da ist der Rand. So. Ist eigentlich eh nichts besonders Wichtiges hier. Und interessanterweise, das Gebiet kommt 2-mal vor. Und wenn dann später wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann muss ich die Karten nochmal neu aufdecken. Also insofern bringt das gerade leider nichts, was ich da mache. Aber ich habe hier diese Zwangsneurose-Karte immer aufdecke. So. Korgan, schließt mal wieder zu deinen Leuten auf. Ihr sammelt euch jetzt hier. Weil da geht's zu der Ruine weiter. Und ich die Sache, das ist perfekt geeignet, dass ich hier meinen Cut machen kann. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig, wo wir dann die Ruine vom ehemaligen Sonnengott Amaunator uns angucken werden. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen dann. Ayan Yankee.